nur einen Neuling aufs Auge drücken, sondern auch noch einen, der stottert. Die sollten die Standards bei der Truppe echt höher halten. Gut, bleiben nur 2. Und da habe ich gleich nochmal gespeichert. Zur Sicherheit. Gut, jetzt müssen wir an denen 2 noch vorbeigehen. Und wir? So, jetzt sind wir da hinten. Jetzt wenn der dafür rennt, kann man da oben rennen. Und wenn der oben geht, dann da hinten. Wer zum Teufel sind Sie? Ja, das hat die gehauen. Gut, nochmal von vorn. Gut, Oma zeigt uns nicht. Also dann mal speichern. Gut. Er muss unten sein. Halt! Wer sind Sie? Mhm. Dann muss er unten sein und der Omat. Und dann kann das vielleicht hinhauen. Eventuell. Oder jetzt halt. Und dann sieht mit dir wieder. Na? Hey, wie sind Sie hier reingekommen? Gut, das wird glaube ich was Längeres. Wir müssen vielleicht gleich direkt da in den Six. Das Eck. Dann zeigt uns nicht. So, pass auf, jetzt müssen wir losrennen, wenn der andere Oma ist. Und jetzt Tommy. Passt. Obacht! Ich schalte den Strom wieder an. Sieht so aus, als hätte ich es gerade so geschafft.
Gut, da werden wir gleich mal speichern. Bevor wieder wo das Schiff geht. Da ist das Logo eines Spielzeugherstellers. Wer weiß? Eine der Kisten ist offen. Puppen. Das also steckt in den meisten Kisten am Hafen. Puppen? Was haben wir denn damit? Ein Stück Draht. Ein Stück Draht. Ja, nehme ich mit. Ein Stück Draht kann immer dann am nützlichsten werden, wenn man es am wenigsten erwartet. Was damit dann mit den Teilen da? Ich habe gerade Besseres vor, als Spielzeug für Kleinkinder zusammenzubasteln. Ich habe gerade Allerdings. Das sind die Schottwände der Werft. Ihrer Größe nach zu urteilen, bauen die hier nur kleine Boote. Der Zugang zur Werft. Was ist das? Sieht aus, als wäre ein Stück von diesem Stahlschild abgebrochen. Das ergibt keinen Sinn. Das fehlt uns. Die Tür ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Auf den ersten Blick würde ich sagen, verschlossen. Auf den ersten Blick. Können wir denn die Dietriche hernehmen? Ich habe keinen Grund, das Türschloss aufzubrechen. Ja, wir wollten uns da drin umschauen. Ein ganz normales altes Stück Draht. Mir leuchtet nicht ein. Mir leuchtet nicht. Nein, das ergibt. Sieht aus, als wäre ein Stück von diesem Stab. Zu einfach, Kumpel. Gut. Das ist die Manhattan Bridge. Die wurde vor etwa 20 Jahren fertiggestellt. Aber wo war die Leiche? Hätten wir die nicht untersuchen sollen? Nick. Gut. Und was machen wir da? Ich habe gerade... Das geht so nicht, da bin ich mir sicher. Das geht so nicht. Nein, das... Eine der Kisten... Können wir den Draht hinnehmen? Nein, das ergibt... Nein. Nein, das ergibt... Ich habe gerade Besseres vor, als... Ich habe gerade...
Nein, das ergibt keinen Sinn. Da ist das Logo eines Spiels. Wer weiß? Und was machen wir mit der Puppen? Da können wir nicht rein. Vorne ist irgendwie nichts. Ich würde sagen, das ist unmöglich. Gut, dann speichern wir jetzt erst einmal und machen eine Pause. Und probieren das wieder ohne Aufnahme. Gut, also wir haben irgendwie immer noch nichts gefunden. Wo ist eigentlich die Leiche? Ach, da geht's auch noch hinten. Sean! Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, standen wir beide vor Gericht. Und du warst wegen der Zusammenarbeit mit der Valenti-Familie angeklagt. Man versuchte uns die Sache anzuhängen. Aber du hast behauptet, dass alles wahr wäre. Dass wir verbotene Waren für den Mafia-Boss Arturo Valenti transportiert hätten. Das falsche Geständnis brachte dir die Entlassung aus dem Polizeidienst ein. Aber du musstest nicht ins Gefängnis. Aber ich bestand auf meiner Unschuld. Und dafür wanderte ich direkt in den Knast. Und jetzt tauchst du wieder in meinem Leben auf und bringst mich in diesen Schlamassel. Gott allein weiß warum. Aber es tut mir nicht leid, dass du tot bist. So, also die Leiche haben wir jetzt gefunden. Der Name des Schiffes ist praktisch nicht mehr zu erkennen. Ich kann nicht schwimmen, deswegen wäre ich ein lausiger Seemann. Der Name des Schiffes... Sean, ich kann leider wirklich nicht um dich trauern. Hat der vielleicht irgendwas bei sich? Mal sehen, ob ich etwas finden kann, das mich aus diesem Schlamassel wieder herausbringt. Neben den 50 Piepen, die ich ohne Gewissensbisse an mich nehme, finde ich in Seans Taschen auch etwas anderes, Vertrautes. Ein Dort. Eines dieser kleinen irischen Hörner, die Sean immer bei sich hatte. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem er mir von ihnen erzählte. Das ist die dritte, Sean. 3 Verwarnungen in einer Woche. Ich könnte leicht einen neuen Rekord für die Abteilung aufstellen. Klar. Ich glaube, der Boss schreit gerade in seinem Büro herum, weil er nicht die passenden Girlanden für das freudige Ereignis finden kann. Das ist mir scheißegal, Jack. Eine Predigt, ein trauriges Gesicht und alles steht wieder auf Anfang. Ich glaube nicht, dass es das diesmal gewesen sein wird. Du hast einem Priester das Nasenbein gebrochen und für solche Sachen röstet uns die Presse gerne auf kleiner Flamme. Scheiß auf die Presse. Eine schwarze Robe gibt einem nicht das Recht, sich an einer 6-Jährigen zu vergreifen. Verdammt, Jack. 6 Jahre alt. Nur 6 Jahre! Seine Soutane hätte ihn nicht vor dem Knast bewahrt. Vielleicht hast du recht. Ich habe überreagiert. Aber das Mädchen war im gleichen Alter wie meine Schwester, als sie verschwand. Ich werde mir niemals verzeihen, dass ich sie nicht beschützt habe, als sie es am dringendsten benötigt hätte. Deshalb habe ich immer diese Hörner dabei. Das sind dort alte irische Hörner. Mein Großvater hat mir eins gegeben und eins meiner Schwester, bevor wir Dublin verließen. Das ist das Einzige, was mir von ihr geblieben ist. Die Geschichte hast du mir noch nie erzählt. Ich hatte nie einen Grund dazu, Jack. Er hatte immer 2 Dorts mit sich. Aber ich habe hier nur einen gefunden. Ich frage mich, wo der andere ist. Ich sollte genauer darüber nachdenken. Tja. Vielleicht folge dem Lord. Das ergibt keinen Sinn.
Der Anrufer sagte, ich solle dem Dort folgen, nicht dem Lord. Das muss also Sean am anderen Ende der Leitung gewesen sein. Er wusste, dass seine Zeit abgelaufen war und rief mich an, damit ich als Erster kommen und finden würde, was er hier an den Docks versteckt hat. Und dieses Signalhorn muss der Schlüssel sein, um es zu finden. Es ist ein Dort, eines der irischen Signalhörner, die Sean immer bei sich trägt. Was machen wir damit? Mir leuchtet nicht ein, wie... Das geht so nicht. Gut, dann müssen wir weg. Was ist denn das? Da steckt etwas zwischen den Holzplanken. Sieht aus wie ein Stück Metall. Was auch immer es ist, es hängt fest. Wenn ich da von Hand ran will, könnte es ins Wasser fallen. Gut, wir dann. Vielleicht mit dem Draht. Ja, mit einem Stück Draht sollte ich das loskriegen, ohne es ins Wasser fallen zu lassen. Dieses Metallstück steckte zwischen den Holzplanken. Da steht das Wort Glaube drauf. Was zum Teufel hat das zu bedeuten? Und es ist blutverschmiert. Scheint klar, dass Sean es benutzt hat. Oder jemand hat es an Sean benutzt. Gut, das schaut aus wie das Teil für da hinten. Da gehen wir direkt um. Der Zugang zur Werft. Das kann da reinpassen. Mal sehen. Bingo! Dieses Metallstück passt perfekt. Ich musste nur noch die Tür ein Stück weiter aufdrücken, damit das Vorhängeschloss nachgibt. Jemand hat sich ganz schön Mühe gegeben, damit diese Tür verschlossen erscheint, obwohl sie das gar nicht war. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum. Schauen wir uns das mal von innen an. Man kann das Innere der Werft nur als heruntergekommen bezeichnen. Verrottete Teile von Booten liegen überall herum und alles, was nicht aus Holz ist, ist von einer dicken Schicht Rost überzogen. Ein hübscher Platz, um nach etwas zu suchen, wenn man nicht mal weiß, wonach man eigentlich sucht. Okay, jetzt sind wir in der Werft. Wir sind da hinten. Aber das machen wir alles in der nächsten Aufnahme. Denn jetzt machen wir wieder Pause.